Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben hier letztes Mal einen wunderschönen, sinnlosen Mondlichtspaziergang gemacht. Aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Stadt. Und zwar sollte das eigentlich hier sein. Nein, sollte es nicht. Habe ich das andere dafür nicht aktiviert? Ai. Mo, hier. Privater Altar. Jetzt habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Ja, genau, hierher habe ich wollen. Jetzt lassen wir den ein bisschen vorbeilaufen und den müssen wir nicht schon wieder bekämpfen. So. Und das Schöne ist, jetzt haben wir auch mal Licht in dieser Stadt. Letztes Mal haben wir wieder Nacht gehabt. Irgendwie bin ich in diesen Städten immer, wenn Nacht ist. Und das ist sie doch gerade viel schöner. So, komm. Ja, hier sind wir noch gar nicht gross rumgelaufen. Ja, jetzt kommst du nicht zu mir, hä? Sind wir auf der anderen Seite vom Wasserfall. Wir gehen jetzt so die Stege rauf. Oh, jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Was am sinnvollsten ist, ich glaube, wir gehen einfach mal hier durch. Ja, komm mit doch. Ah, wenn ich die doch nochmal an die Wand schalten. Jetzt gehen wir hier runter. Und finden wieder die Episch vom Anfang. Jetzt sind wir wieder hier. Aber die Abkürzung braucht es von mir aus eigentlich gar nicht wirklich. Wegen die habe ich fast das Gefühl, bei diesem Feuer ist man eigentlich schneller wieder dort. Wenn man nicht gerade gegen den Fett kämpft, der dort rumläuft. Ja, hier hat es jetzt ein paar so Skorpione, komm. Ah. Die haben ja mehr Leben, deutlich mehr Leben als das, was wir schon mal gesehen haben. Kommst du raus?
Ich glaube, es sollte noch eins sein. Habe ich das nochmal gewählt? Ja, sonst kann man da gar nicht gross etwas machen. Man sieht, dort hat es auch eine kaputte Stege. Und da kommt man offenbar weiter oben noch rein. Aber für den Moment ist der Dorn fertig für uns. Ja, da hat es auch noch einen Bereich. Zu dem gehen wir dann näher. Ja, die Vögel sind ein bisschen zu Todesvögel mutiert in dieser Stadt. Ah. Und jetzt habe ich ganz schnell den Topf-Typ genommen, der hat sich schon wieder verstecken. Und da kommt nämlich auch gerade so ein fetter Typ. Den ich lieber gerade nicht zwingend muss bekämpfen. Oder jetzt ist noch so ein Item, das kann ich jetzt noch holen. Ah. Oh. Kommt er rauf? Ja, der. Der kommt da rauf. Nein, ich krieg den nicht dort runter, dort habe ich den. Komm, komm ein bisschen da rüber. Ja. Ah. Ja, dann geht er nicht einmal etwas. Ja, bei diesen Töpfen komme ich eben gar nicht so genau draus, ob die nicht immer das Gleiche geben oder ob die auch immer ein bisschen unterschiedliches geben oder ob die am besten ihr das Beste geben, wenn man es das erste Mal besiegt. Weil mir ist aufgefallen, irgendwie droppen die ein bisschen andere Items, wenn man es dann nicht verrutscht hat. Und hier hinten hat es noch einen Geheimgang, wo man aber muss aufpassen, dass einer gerade das Säckchen kommt oder das Gumpfen. Betten sie wieder.
Wie jetzt so eine ganz riesige, grusige Fliege. Ich hoffe, die leben dann plötzlich auch noch. Ah, da hat so eine, die mir im Weg steht. Oder sind echt das Larven? Ich glaube, das Viech ist da quasi rausgekommen. Das hier vielleicht auch. Ja, voll. Ih. Ja, gut. Jetzt nochmal das Kreuz von Michela. Jetzt hat er seinen linken Arm zurückgelassen. Ein Blumenstrauß. Ah, okay. Wird man stärker, wenn die Beschwörung stirbt. Ja, da könnte ich... Da könnte aber da mal runterkumpen. Ah, ja. Oder sind echt die Viecher schon aus diesen Larven draussen? Ich habe jetzt zuerst das Gefühl habe, dass die zu so einer Art Kokon werden und dann etwas Angst rauskommt, aber eigentlich macht es ja Sinn, dass die schon ausgeschöpft sind, die Viecher hier. Ja, hier sind wir wieder am gleichen Ort, da haben wir vorhin gegen den anderen Typ gekämpft. Da habe ich eigentlich auch nicht wollen, was er runtergeht. Aber den hätte ich da unten nicht gerade zwingend gebraucht. Brachne Runen. Ja, das Teil finde ich eigentlich noch recht cool, wie so ein Brunnen, aber halt mega verschlammt oder vergiftet oder was auch immer der Grund ist für die Farbe. Ja, das schlangenhafte Spirale-Design, oh, was hier überall hat, finde ich auch mega cool gemacht. Das ist irgendwie auch so etwas Exotisches, irgendwie wirklich das sehr eigenständig in dieser Welt. Ja, jetzt sind wir wieder bei dieser Brücke, wo wir vorhin den anderen Typ haben bekämpft und den Topf gefunden haben. Man kann nämlich hier beide Wege nehmen. Man kann hier entweder so unten durchgehen oder man kann hier den Weg hier drüber nehmen. Und weiter geht's, wenn man jetzt hier links geht.
Ja, die Zauberer, die haben finde ich auch noch recht cool. Die hätte ich ja gerne können. Die gefallen mir. Komm. Mit Räschen. Ja, die Türme, die es überall so hat. Aber irgendwie kann man in die meisten Türme gar nicht reingehen. Also, jetzt ausserhalb der Stadt meine ich. Jetzt sind wir im anderen Raum, wo wir vorhin die Skorpione besiegt haben. Ja, das finde ich auch ein mega cooles Design hier, der Turm. Wieder mal so einen. Ah. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die gehören eigentlich auch zu dieser Stadt hier. Ja, mittlerweile ist es schon wieder Nacht geworden. Und wir haben das finale Feuer vor der Stadt erreicht. Wenn man hier die Tür auftut, fängt sofort der Kampf an. Darum mache ich das jetzt nicht. Oh, kann man nur rufen. Rotmänner frei, ja. Okay. Jetzt machen wir aber da mal. Jetzt schaue ich zuerst mal. Nein, nicht das eigentlich, aber können wir auch machen. Jetzt sollte ich schauen wegen der Level-Ups. Ja, es lenkt perfekt. Sehr gut. Und was ich eigentlich auch machen will, ist wieder mal morgen. Damit wir die Stadt noch ein bisschen anschauen können. Tageslicht. Ja, haben wir rausgeklommen. Hier ist die Stadt fertig. Und wie wir sehen, hier ist die Passarena. Und hier ist dann wie ein eigenes Gebiet, das näher noch kommt, wo ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so viel sagen kann. Weil da kommt man nicht wirklich weiter. Aber ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.